Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Ach ja. Nahes, Joa und so, ne? Der zweite erste Hämmerheit. Es ist doch irgendwie schön wieder, wenn's Joa noch so frisch, so jung ist. Man hat noch so viel, was man machen kann. Auf der anderen Seite denkt man sich, ach, vielleicht. Es dauert wieder so ewig, aber ich finde, Joa geht immer unglaublich schnell rum. So, guck ich da runter? Jawohl, ganz sanft. Ich finde definitiv immer so, ja, geht ultra schnell vorbei. 2017 am Anfang habe ich auch noch gedacht, boah, ne? Es ist wieder soweit, Joa dauert wieder lang. Aber nix, zack, war wieder Dezember, zack, noch Weihnachten, ist es auch schon wieder rum. Und die letzte Woche geht auch immer wie im Flug fort, finde ich. Gerade wenn man dann nur frei hat in der Zeit, dann geht es immer ratzfatz rum, finde ich. Und das neue Jahr kommt dann auch ewig so schnell. Oh, Alter, ich glaube, hier bin ich eigentlich richtig. Ich sollte mich doch noch ein bisschen umgucken vorher. Bevor ich jetzt einfach so das Treppenhaus hochrenne. Hier ist der Teufel, ob ich doch nicht eigentlich schon richtig bin. So. Erstmal hier umgucken noch. Oh, Aus hier der bin ich Zeit, richtig. als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Fill-Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Okay. Also du ist dann richtig. Ach, das ist der Oxy-Fill. Okay. Da kann ich ja doch nochmal hochgehen. Okay, da war nix an Leiche rumkanker. Okay. Da war nur kaputte Alpha-Serie. Und dann kann ich ja doch nochmal tatsächlich hochklettern. Ach ja, ach ja. Nee, wie gesagt, ich finde es immer sehr schnell vorbeigehend, das Jahr. Man erlebt es eigentlich immer so im Nachhinein als sehr schnell. Und am Jahr mache ich mir da eigentlich kaum Sorge drum. Erst so zum Jahresende denke ich immer, ach Gott, schon wieder Jahr rum. Und 10 Adam wären wir sonst entgangen, wenn ich jetzt hochgekraxelt wäre. Siehst du mal. Ja, aber ist nix. Jo, Alter, jetzt bin ich wieder bis nach oben hoch. Na, klasse. Für 10 Adam. Aber, naja, man kriegt es nicht so häufig. So, da. Runter, 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 runter. Sehr schön. Und so komme ich direkt dran. Also wenn man sich Sturzschade im Wasser holt, hat man irgendwas falsch gemacht. Dann brennen auch die Cornflakes, wenn man Milch reingibt. Wenn man sowas hinkriegt. So. Und dann wieder rein. Besser. Wie geht? Immer der Seetang zwischen den Zähnen, Teufel. Oh, nett sieht's hier aus. Fontaines Plasmidforschung und Entwicklung. Reizend. Okay, das hat schon nicht mal mehr Strom hier. Klasse. Super Ort, um ein Kind zu verstecken, finde ich auch. Wärmesuchend. Was das für Geräusche macht, wenn man das Eis sammelt. Und die Pflanze hier sehen alle gerade sehr vertrauenserweckend aus, aber Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis Sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben Sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. so. Das war jetzt mal wieder blöd. Ich bin es irgendwie nicht gewohnt, dass die Dinger so langsam sich bewegen. So. Warten wir jetzt mal, bis das vorbei ist, weil da kommen die Teile nicht durch. Aber wie der schon gesagt hat, der Typ, es geht anscheinend erstmal, dass man nur Strom einschalten muss. Das ist das Wichtigste zuerst. Oh, die können hier doch durch. So. Hat sich erledigt. Ich nehme mal noch den Verbandskasten mit. Und dann probieren wir das jetzt nochmal richtig.
Sehr gut. Na alla. So. Und dann konnte man noch kaufen, das war's dann aber auch. Okay. Naja, so ohne Strom ist schon ziemlich übel. Und wir haben anscheinend auch nicht so die leistungsfähigste... nicht die leistungsfähigste... Taschenlampe. Boah, gerade sage ich, yes, weil mir die Worte schon in mir einfallen. Demenz lässt Grüße und so. Aber so ein bisschen Licht haben wir jetzt wenigstens schon. Eine Medistation. Sehr schön. Und hier haben wir nichts mehr. Wundert mich, dass bisher noch Gegner kamen. Die kommen wahrscheinlich noch sehr bald. Okay, dann kann ich mich ja hier nochmal umgucken. Wenn hier schon ein bisschen Licht ist, egal ob das rot ist, Licht ist Licht. Und zeigt zumindest, dass es hier Elektrizität gibt. Wir haben noch 2 Little Sisters auch noch übrig. Hier ist noch ein Gatherer's Garden. Und irgendwas Wichtiges muss hier auch sein, weil es glitzert schon. So ist es. So, jetzt brauche ich noch den Hauptschalter. Der glitzert aber auch irgendwo. Oh, Mann. Mistding. Ist mir egal, was die Dinger jetzt da rumzwitschern. So. Das Ding ist gehackt und dann läuft es auch. Und irgendwo glitzert es, aber nicht im Gatherer's Garden. Gilt's Platz im Plan. Wer sagt das? Sophia Lamb. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Oh je. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. Alter, Lösung für X haben wir hier noch. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das Gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich Utopia folgen. So. Wenn man richtig hackt, dann ist es auch wieder weg. Okay, so. Dann gehe ich jetzt hier nochmal meine Pfeile noch. Dann dürfte ich einmal wirklich richtig arg kommen. So. Und irgendwo hier glitzert's. Na also. Sind wir noch richtig. Und jetzt? Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich. Jetzt sind wir wenigstens mal wieder Licht hier in dem... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ist der ist da Das, was drin. Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten.
Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Alter, wie eklig. Sammle 4 Adam-durchsetzte Pflanzen. Okay. Nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. Ja, warum nicht? Hypnotischer Polyp. Huch. Scheiß, doch die Wand da. Ja, die geben sich jetzt selber nochmal aufs Maul. Ups. So. Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamb ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Das wird ja reizend. Okay, dann gucken wir uns mal hier kurz um. Da war jetzt nichts Großartiges. Da war der Gatherer's Garden. Ja, das ging total unter dann hier. Dass hier der Tank war. Pfui Teufel. Reizend, reizend. Na dann suchen wir halt die Pflanzer. Die könnten aber draußen sein, ne? Huch. So. Und? Ist da eine? Nee, sieht nicht so aus. Nur ein hypnotischer Polyp. Sind die Avari irgendwie? Sind schon ein bisschen hypnotisch, wenn ich mir die so angucke. Und Polypen sind es definitiv. Ah, da. Ups. Hier muss ja irgend... Oh, leck mich doch am Arsch. Wo kommt denn das? Ach ja, aber... So. Das kann man sehr schnell lösen, indem man selber so Ding hackt. Dann hat sich das auch erledigt. Okay, also irgendwo hier muss er sein, weil auch die Nadel in mir auch zeigt, wo es weitergeht. Dann muss ich hier irgendwo was finden lassen. Beruhigungskammer für Testsubjekte. Jo, Allah. Hier wird schon irgendwas sein. Die erste ist immer das einfachste. Ah, da drüber ist eine Glitzerblumen. Köstlich. Bäh, wie eklig. Okay, ansonsten haben wir hier nichts Interessantes mehr. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Okay. Oh je. Also wie es aussieht, erfreut sich auch hier die Alpha-Serie großer Beliebtheit. Das scheint wohl wirklich ein nettes Projekt und Produkt gewesen zu sein für die Leute. Waren da nicht ursprünglich mehr? Ja. Das war der. Okay. Fort mit dir. Der glüht merkwürdig. Diese armen Teufel. Was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien.
Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Ja, wäre mir persönlich auch ganz lieb Dein so. Körper beginnt sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Okay. Da ist schon Annie kräftig dabei. Das heißt, da sollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal drauf gehen. So. Sind wir gleich. So. Und du kommst jetzt mit mir. So. Kann man gleich mal hier weitermachen. Und bei dem hat sie schon angefangen unter dem Daddy. Jetzt bin ich dabei. Der zuckt aber noch. Direkt am Tank hier. Boah. Hier liegen aber ganz schön viele Big Daddies rum. Ja, das ist ein Molle unschuldiges Kind, aber hallo. Okay. So. So, komm her, du. Widerling. Die braucht leider immer so lang. Ich sollte wieder... Genau. So, weg mit dir. Und nochmal Ölspritzer. Ah, wieder so ein Houdinis, da ist das so ein Elender. So. Und? Hab ich dich? Bei Daddy bin ich immer in Sicherheit. Natürlich bist du das. So, da gucken wir uns mal an, was die so hin. Und cashen die jetzt nochmal ab. Und da kann es direkt weitergehen. Meine Güte, das ist aber scheißen creepy hier, jetzt mal ohne Spaß. Also gerade auf das Level, muss ich sagen, finde ich schon ziemlich stimmig. Dafür, dass es auch im End jetzt anscheinend zugeht. Muss ich doch sagen, ich finde es hier echt stimmig und creepy. Okay. Ja, ich sollte wirklich nochmal hochladen. Scheiß Typ. Hopp, hopp, hopp. Moment. Ah, da hinten. Da hinten war der. Okay. Wir haben es also nicht. Mir ist das ja leid. Was jetzt mal endlich? Ach so, Speer. Ich schieße hier einfach mit dem Speer rum. Ich blöd, Mann. Okay. Aber ich höre, Little Sister ist ja auch noch in der Nähe. So. Hier sammeln wir noch Adam direkt am Big Daddy. Der gibt bestimmt sehr viel. Rosen und Sonnenschein bedeutet Oh ja, Rosen und Sonnenschein. Aber hallo. So. Dann wieder auf der Bohrer. Gott. Hab nicht vor, dass der dich erwischt. So. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die hier. So.
Moment. Mal wieder auf die Flinte zugreifen. So. Und ist das laut? Aber dann braucht es ein bisschen länger. Die hat auch tatsächlich auch ein bisschen mehr. So. Mach ihn auf. Das war schon ziemlich eklig. Komm schon. Sehr schön. Direkt von dem Tafelrand. Fertig? Sehr schön. Dann komm mal mit. Du rettest mich immer vor den Monstern. Natürlich mache ich das. Der hat aber leider genauso nur 60 gebraucht. Dann könnte ich mir auf jeden Fall nochmal welche zulegen. Sehr schön. Gut, dann kann die Clay jetzt wieder in den Schacht. Dann müssten wir mal gucken, ob wir nicht woanders noch eine Little Sister kriegen, weil ich glaube, vorhin hier durchaus in die Kürze habe. So, dann mit dir wieder durch hier. Bitteschön. Und tschüss. So, dafür geht's wieder 80 Adam. Danke. Bitteschön. Das mal lasse ich dich in Ruhe. Wobei, ich muss eigentlich erst sagen, jetzt ist wieder unser Zeitkummer eigentlich, ne? Da komme ich ja nicht durch. Ja, unser Zeit ist für heute wieder Kummer, ihr liebe Leid. Und ich würde sagen, ich mache hier mein Cut. Und wir sehen uns dann mal wieder zur Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Obwohl ich jetzt ohne Witz in der letzten paar Episode echt ziemlich abgeschmiert bin, muss ich sagen. Ich bin doch etwas verpeilter als sonst. Wisst ihr, Teufel, warum? Aber wenn ihr wollt, dass es weitergeht und dass ich weiterhin verpeilt durch die Gegend dormel und ich reiß mich vielleicht auch ein bisschen am Riemen paar Mal, dass ich nicht allzu viel durch die Gegend dormel und ein bisschen faster an die Sache trage, dann sehen wir uns morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 auf Pelzig. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Iron Yankee.